Das Schneewittli und die 7 Zwerge. Es war einmal eine Königin. Einmal, mitten im Winter, wo die Schneeflocken wie Federli vom Himmel herabgefallen sind, ist sie am Fenster gesessen. Das hatte einen Rahmen aus schwarzem Ebenholz. Sie hat genäht und immer wieder den Schneeflocken zugeschaut. Da hat sie sich in den Finger gestochen und 3 Tropfen Blut sind in den Schnee gefallen. Weil das Rote im Schnee so schön ausgesehen hat sie gedacht, so ein Kind hätte ich gern. So weiss wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz von dem Rahmen. Gleich darauf hat sie ein Töchterli bekommen. Das hatte eine Haut so weiss wie Schnee, Bäckli so rot wie Blut und Haar so schwarz wie Ebenholz. Darum hat man ihm Schneewittli gesagt. Aber nach der Geburt ist die Königin gestorben. Als ein Jahr vorbei war, hat der König eine andere Frau geheiratet. Es war eine schöne, aber sie war stolz und hochmütig und hat es nicht mögen vertragen, wenn jemand anders schöner war als sie. Sie hatte einen sonderbaren Spiegel. Vor dem ist sie einmal hergestanden, hat sich angeschaut und hat gefragt: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und der Spiegel hat die Antwort gegeben: »Frau Königin, ihr seid die Schönste im ganzen Land.« Dann war sie zufrieden, weil sie gewusst hat, der Spiegel sagt immer die Worte. Das Schneewittli ist gewachsen. Es ist grösser geworden und auch immer schöner. 7 Jahre alt war es, wo es schöner war als der helle Tag und schöner als die Königin. Wo die wieder vor einem Spiegel gestanden ist und gefragt hat: »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« hat der Spiegel gesagt: »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr.« Da ist die Königin verschrocken. Sie ist gel und grün geworden vor Neid. Jedes Mal, wenn sie Schneewittli gesehen hat, ist ihr ein Herz zusammengezuckt. Sie hat das Mädchen gehasst. Der Neid und der Hass sind in ihrem Herz gewachsen wie Unkraut. Sie hat Tag und Nacht keine Ruhe mehr gehabt. Da hat sie den Jäger gekommen und hat zu ihm gesagt: »Bring das Kind in den Wald raus. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du es töten. Und als Zeichen, dass du es gemacht hast, bringst mir seine Lunge und seine Leber.